Bonjour vu Straßburg, Neesenkeier am Verlauf vun der Plenarwoch informéieren Rech mir, dat sinn CSV Europadeputéiert wie an Reding de George Bach an echselver iwwer dat wat usteet u Stoung des Foch. Et ass eng Plenarwoch déi eigentlich puer vokal Themen huet, déi och ëmmer ëmkommen. Een davon ass de Rechtsstaat. Wir erleben dauerhaft quasi wat de Kontinent dat rechtsstaatlich Prinzipien vorgestellt gin, dat op enger derweis regéiert gëtt, déi bei alles net so gut käm. Mir hunn deswoch een besonders pikant Zusatzelement, wat do gëtt, dat vun als Vizepräsidenten ausso gemacht huet iwwer den Kollegin an der Hëtzt vun der polnischer politischer Debatte, méi trotzdem vun total inakzeptabler Tënner wie wir. Wéi apprécieierst du dat, wat man das vorëm hunn? Wéi viel stellt sich an die konstant Vorstellungen, die man schon zunter Mänger lewen vun normaler europäischer rechtsstaatlicher Gouvernance? Ja, man hu dat Europa gegrünnt an de 50er Joren opgrund vun engem Hass zwischen den Nationen den zu Krich gefauerert huet. Am hunnet jo fertigpucht iwwer Jahrzehnten die wonnen neist ze schleessen. Loginet awer besonnech an den Oststaaten, die immer nees ofhänken, die wonnen nees opzemachen, mat antipreisech nazistischen Aussoen, also alles wat man nëmi wollten, kënnt nees erop. An hai wäre Vizepräsident vum Parlament en vum Kaczynski singen Polen, den am wiederholtene Moossen eng Kollegin aus dem Parlament als Nazibraut, dann als Verräderin, als lauter Sudes erklärt anwer net nëmmen engkeier, méi systematisch an ëmmerëm an ëmmerëm. An Parlament huet desidéiert so e Mënsch kéint net am Numm vum Parlament schwätzen an do fir d'Vizepräsidentschaft ofgeholt. Ich fanne dadurch richtige sowel gi awer Umgangsformen an die Sachen, die enmi seet. An gi noch wann ech lo méi op Deft gin, well dat do am Fonger lenger anekdot, dats Medi awer viel weist. Et ginn och Behullensregelen, déi op Grundwerter baséiert sinn, zum Beispiel onofhängig Justiz. Do gesimmer jo awer dat an verschiedene Länder Ungarn huet mat den ugefangen, Polen mechtet Virun, Rumänien versicht Orlo an dem Stil an dat entspricht als Grundwerter net an op de Grundwerte ass Europa ganz einfach opgebaut. Ja, das ja so, dat wann en sich d Geschicht vum Herrn Czarnecki guckt und nach ganz andere Elemente an der Fall. Ich war enker op enger Wahlbeobachtungsmission mat an Armenien, wo ihr dann Code de Conduite erschreift, en die geht iwwer dat wat e Wahlbeobachter der war net derf hin ass während der Wahlbeobachtungsmission nach an der Kampagne vun engem vun de Parteichefen opgetruden, hast du mat der Mission ausgeschlossen gin. Also et gëtt einfach Leute die Schengen net ze begreifen. Dann hummer das Woch och eng nëtweg Auseinandersetzung, well et eng ziviliséiert Debatte ass mé hunn de Sujet vun der méiglicher weiterer Erweiterung vun der Europäische Union am westliche Balkan. Bei der Sendung dat ass e Sujet, bei dem ech menggen, dat man wahrscheinlich am Gang de Fehler ze mecher, wie man an der Vergangenheit eigentlich nimi hätte solle wiederhöllen. Geht lo jetzt davon, dat de Montenegro a Serbie gif wëllen op engem Horizont bis 2025 an Union opholen. Dat jo schéner gut. De Punkt ist just die ganze Westbalkan, dat jo ke Wahnsinnsterritoire mehr keine Immenspopulationun. Die Leiit, die donner net Bierger vun der Europäische Union sind, die sind net so schrecklich viel méi wie Holland da wunder wird. So go net Staat wie gewir ke groß. Aber konfliktreich. Aber konfliktrecht. Kommissionspräsident Logan an enger Debatte gesot Grenzkonflikte, die an dem Bereich do nach bestehen, die gehen gefälligst geleist. Vier und engem eventuelle Beitritt. Am Platz dat man dat man vertecht am gifen erweiteren an du noch immer Situationen Lande wie Loma, Slowenien, a Kroatien, die do immer so Streit hun. An dat wat sech ukënnech zwischen Griechenland an Mazedonien jo gedurcht dat verroech und dat geht jo lones ganz vu fir un. Also dat
ass eng schwéier Gegent, dat ass eng onroueg Gegent, ass eng Gegent, die nach net hier Vergangenheet begroeven huet, denen hier Vergangenheet ass hier Zukunft anscheinend an so lang wie déi Probleme net geleest sinn, ass et ondenkbar, dat en do eng Erweiterung mëcht. Allerdings ginn ich einfach zu bedenken an dem Kontext, wat ass dat lo fir e Signal, wat man géfen aussenden, wat man gefe so Montenegro a Serbien bis 2025 an iwwer Janer Schweze mannet. Da sommer Rëmmenket alten Albaner Balkan, Dir kommt Fläich de no enke runrei. Albanien as Staat, an dem er iwwer 90% Zustimmung zum Beitritt zur Europäische Union. Wonach nie en Zter demokratischer Rëmgouvernance durch Haspredigten oder Ähnliches wie vun engem Nope opgefallen ass. Ernstcht wie op Softplätzen. Wofir géif man dem Land zon Fleisch kommt enke rund 3, mir wander film mich speit. Ich menge net, dat der de Message ass mat dem zufrieden verständlich. Ich meng ein bisschen die Angst rauszusperren an die erst bei de Leiit alle Gutten nach weiter Kandidaten opzuhöllen, wohl wissend, dat ze vielleicht awer net brett sinn. Wat können den dann ewer hinnen an Platz bieden, weil wir sind uns hawer mensch eens, dat die Regionun erwoch net kann sich so sich selber iwwerlose, wie dat im Moment ass, mat all de Konflikte an mat den anderen, die Unien rappen. Ich denke nur in Russen, ich denke in anderer. Bitte mal an Platz, wo man Saudi-Arabien op Platz. Ja, zum Beispiel. Wat bitte mal an Platz oder wie gi man mat dem Problem so nicht lommer bis 2025. Die Diskussion jo gewissen huet. Dat das ganz klar. Wir sind net brett, an sie sind net brett. Und ich fand es ganz gefährlich, dann so Diskussionen überhaupt unzufänken. Weil das muss das Leid dabausen ja durchnehmen. Was wollen sie dann los? So gesagt, es gibt keine Erweiterung mehr, dann ist von einer Erweiterung geschwärzt, aber besonders an denen Regionen, wo nicht mehr durchnehmen ist, wo Hass ist, wo Grenzprobleme bestehen, wo man, wie gesagt, ich meine, wir sollen uns das gut überlegen, wir sollen ihnen sagen, dass es eine Perspektive von Selbstverständlichkeit Well du hast es richtig gesagt, wenn wir das nicht machen, wenn wir ihnen die Perspektive nicht geben, dann überholen Russenfeld. Oder einen anderen. Und das können wir nicht so lassen, aber wir sollen nicht mit Versprechen kommen, die nicht anzuhalten sind. Oder auf Konflikte einfach nicht unerkennen, die dann wie du richtig gesagt hast, zwischen Kroatien und Slowenien, die dann auftauchen und dann als unlesbarer Schengen. Dafür sind ich am Anfang der Meinung, dass man vieles davon hätte, wenn man so, wir machen eine 10-Jahres-Strategie für den Westbalkan. Und der hier am Ende idealerweise einen Beitritt kann stehen. Und zwar für alle Menschen, die binnen den 10 Jahren dann Konditionen erfüllt. Für weitere Divisionen Balkan zu verhindern und für einfach auch dafür zu sorgen, dass man das hier bei proper Manier kommuniziert kriegt. Also das sowieso nicht nur. Aber wir machen doch nicht wie mit Slowenien und Kroatien, also wir saucissonieren einfach nicht mehr weiter, wo die ganze Saucissonage von den Beitritten eigentlich schon ganz viel zu bösem Blut gefordert hat, was man nicht können brauchen. Das wäre wahrscheinlich die beste Idee, die man kennt. Ich bin mal gespannt, dass man sie fertig kriegt. Aber wenn in den Balkan ist, dann ändert Zeit sich, je nachdem, wie weit in Richtung Osten geht. Ich weiß schon, was das denn noch kennt. Und das ist sicher, den als das Wort beschäftigt. Ja. Wir haben glücklicherweise auch von uns drei, den sich intensiv damit beschäftigt hat, dass nicht wie wir an Reding, also nicht der Frank Engel, der Georges Bach, hat sich mit dem Phänomen von der Zeitumstellung am Jahr beschäftigt, was ja besonders, was wir das auch heute debattieren. Georges, was ist eigentlich der Last vor, dass da der politische Sujet gehen, dem wir auch heute beruhen? Das ist eigentlich so, du hast gesagt, den als das beschäftigt, das ist ein Sujet, den als schon lange beschäftigt, dann die Leute so eine Gelummer zu 95% dabei beschäftigt. Das heißt, die Umstellung, die regelmäßig halbjährige Umstellung, das ist ja am Anfang das, was die Leute, die eigentlich nicht verdrohen, die einer so, und das ist kein Nutzen dabei, wie gesagt, kein Plus-Value, das permanent gelesen ist.
Das eigentlich so der Parlament sich schon wie lang dummer doch befasst huet, deelweis Resolutionen, aber auch immer, dat mir awer net können die Initiativfir ze so dat dort Gëttlo die Direktiv vun 2000 Gëttlo ugepackt, mir man Lodonfirschle. Dat kann die Initiativrecht fir Kommission, Et kann iwwer DW go, dat mir Kommission eigentlich opforderen a vehement opforderen endlich e Vierschlag zu der Zeitumstellung dort zu machen. Weet lo, dat hich mir forderen lo an enger Resolution ganz determiniert Kommission op die Direktiv vun 2000 op der Lecht zu holen. An du ginnet an der Zwischenzeit der Partie Etüden, Parlament huet eng Gemach der nachgemerk noch vun Wissenschaftler dobausen, dats eng ganz Partie Leiit, die doren erleiden, sinn das dere Welt, die sich jedenfalls bei der Umstellung. sind natürlich Länder, die bisssen aus dem Norden an aus dem Osten, die wollen Zimmerzeit beibehalen, weil dadurch wie lang hell das bei ihnen, dat doch bei Eis zu agreablen Ofenter gefordert, wo mir lang kann draußen sitzen an der Freizeitaktivitäten. Mit do si man an net. Mann froh schaffen mat Zummerzeit wie froh als Hall op, dat man 2 mir als den echte Schritt also Lomal fir Kommission opzufordern, die Direktiv, die halfjährige Zeitumstellung dummer der opzahlen, an dann eng Proposition zu machen, die dann noch wissenschaftlich Grundlage huet fir so wat huet bis lo. Die Summerzeit brucht auch ökonomisch, weil das ja am Anfang da ein bisschen den Abhängen fir so. Wir spuren durch Strom an Hai an do. Der einerseits die Leute die so dadurch brauchen wir mehr Transportmöglichkeiten, dadurch stoßen wir mehr CO2 aus. Also das heißt, die wissenschaftliche Balance an die wissenschaftliche Grundlage dafür zu schaffen, mit einer Proposition zu kommen, wo wir dann an der Phase können diskutieren, haben wir Summerzeit bei oder gehen wir ob die soi-disant Normalzeit bei. Dann, aber für sie alle gut. Das genau das Stichwort, was gesagt wird, das soll weiter, und das verdrecken wir also auch aus, es soll aber weiter einheitlich an Europa bleiben. Weil das wird gefordert dabei, wenn wir das dort abmachen, dann aber nicht klar und deutliches definieren, dass dann Schweden so nicht mal besonders mehr wie Griechen und Irland mal besonders wie Ungarn. Das kann es ja nicht sein. Dafür auch das als Aufforderung, es muss eine europäische Zone bleiben, wo einheitlich Zeit besteht. Wir gifen also méi gin fir zu sorgen, dat net an Zukunft Leiit muss Dauer umstellen, was op Träer Ahafe gin, je nachdem wéi Landstelle fir wat. Verschieden Zeitzone muss so werden bleiben. Portugal an hier in Azoren dat ass immer wahrscheinlich mal enger Zeit. Innerhalb von der Union sowieso 3 Zeitzonen. Voilà, dat net ze verwiesle mat dem. Das beim Territoire von der Bret joch net unnormal. Vereinigte Staaten huet Joch puer Kanada huet Joch puer. Bei Russland huet eeles. Oder so wat an Zukunft werden immer dann fir Wammer Wesen awer Zeit muss ëmstellen och innerhalb vun Europa. Awer dat lo net die Vielfalt opkënnen an dat all Land o Summerzeit, Wanderzeit, Fleisch huet in den eng Idee nach eng nach Zeit. Dat ass am Punkt die Basis vun eiser Resolution, weil mir et selber als Parlament net können ändern, Forderung mat Kommissionen op dat op der Leech zuuel. Wir werden Ball bleiben. Ich gehe davon aus, dass das nach der oder der Wert beschäftigen. Also Sujet wird leider interessiert. Ja, als Agrikultur, als Bauer gibt es dass du aber irgendwie bei der Umstellung immer damit befasst, wo ihr seht, das dort und das muss das wirklich sein. Dann machen wir das so. An Dommer sind wir am Moment von dieser Emission rumgekommen. Das war von Straßburg am Februar 2016. Wir gesehen als voll am März 2016, waren wir im Heisen. Wir werden reden, die Georges Barger nicht. Wir so nicht. Merci für nur gucken, an nur lauschen, an bis geschwind.